Guten Mittag, alle Guten. Und willkommen auf der 4. Edition vom Ida Hobbit. Den Ida Hobbit, den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter- und Transphobie. Wir sind ganz froh, dass wir das mit der Unterstützung von der Gemeinde immer können organisieren. Ich bin Sarah, ich bin vom Jugendhaus und ich sage ein bisschen, was heute im Programm steht. Die nächste als Präsidentin seht als gleiche Purwort und dann versucht als Bürgermeister. Und direkt an den Druck kommt dann Dama, ein junges Mädchen, das ein Témoignage mischt aus seinem Leben. Du musst ganz viel Courage zusammenholen, für das zu machen. Ich hoffe, die sieht all gut und do, die lasst dem noch an den Stößen dabei. Dann haben wir einen kleinen Pause. Ihr könnt ganz gerne halt beim Jugendhaus etwas trinken, etwas essen. Geht bei der Planning Familienland, guckt als divers Infostände, die wir haben. Geht bei Chiara ein Kreativatelier, du könnt das Sticker machen, Postkarte machen, hat also ein bisschen verstanden, ihr könnt alle Gute ganz gerne hingehen. Und wir haben natürlich auch immer unsere Kleidertausch dabei, wie all Joas. Noch immer noch Thema Clothes have no gender, Kleider sind nur für jeden. Holt ihr wer der will, jeder besucht auch nicht. Und ich will auch gar nicht viel Schwarze los, ich gehe direkt weiter und die nächste. Heute ist den Ida Hobbit Day, den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter- und Transphobie. Es ist kein normalen Rendezvous am Kalender. Es ist ein Tag, wo wir zusammen ein klares Zeichen setzen. Gegen Ausgrenzung, auf für Gleichberechtigung, Respekt und Lebensfreiheit für jeden. Ein Tag, den ohne die ganze Unterstützung und Hilfe aber von all den Akteuren, die heute dabei sind, nicht stattfinden kann. Dafür fange ich auch direkt dann auch mit meinen Merzien und sind dann nämlich ein Rutsch. Vier mit dabei natürlich wie immer, den Herr Bürgermeister, der Paul Weimarskirch mit der ganzen Schifflinger Gemeinde. Sie haben Material zur Verfügung gestellt für heute zu sehen. Sie haben noch den Flyer für heute gemacht. Dann auch den Gemengenarbeiter, die uns beim Aufbau ganz viel geholfen haben. Und ein ganz großes Merci an Hannassen geht auch um den Jo Malano, den als Hauptorganisator oder Hauptansprechpartner von der Schöfflinger Gemeinde haut ist. Dafür ganz großes Merci. Dann noch ein Merci und DLJ. Für ungefähr 4-5 Jahre hat DLJ eine Formation und Leben zu diesem Thema gerufen. Und aufgrund der ist dann auch eben das Evenement entstanden. Und sie unterstützen uns eben auch all Jahre mit ganz fleißiger Werbung an dem ganzen Reso. Dafür auch ein Merci. Dem Planning Familial auch ein ganz großes Merci. Sie sind schon für dritt, haben wir einen Infostand dabei. Du könnt aber schon ein paar Sachen hören, du könnt euch natürlich informieren. Es ist eine Sache, zu dem zu stehen, was den ist, aber was den fehlt. Mit es extrem courageous, sich für Leute zu stellen, und seine Geschichte zu erzählen. Dafür auch all die Personen, die uns Témoignagen geschickt haben oder heute schwätzen, vielmals merci für ihre Courage. Sarah hatte doch schon erwähnt, wir haben das Jahr Chiara am Radfahrt heute Kunstatelier da haben am Eckert, wie gesagt, den wir wo auch ein bisschen Sonne tanken will, geht traurig dahin. Wir alle Jahr sind noch Amtsis dabei, die ihre Reportage von heute machen. Auf hier und allem auch da ein Merci dem Lidi, was als jungen oder mit als jungen Interview vorbereitet wird und sie an ihren journalistischen Tätigkeiten unterstützt. Dann nach einem weiteren Akteur, den auch ein ganz großes Merci verdient wird, das wären als Jung aus dem Jugendhaus und als Animateuren. Die Haut sur Place hat wirklich ganz viel mit helfen. Verschiedene haben sogar Kuchen gebacken, schmachten, das Ganze schon gut. Also, wenn es klifft, du los dir das nicht entgehen. Und da wir schon beim letzten Partizipant oder beim Hauptorganisator von Haut, und zwar dem Team vom Schöfflinger Jugendhaus. Sie setzen nicht just Haut ein klares Zeichen, mehr Respekt, Gleichberechtigung und Lebensfreiheit leben sie an ihrem beruflichen Alltag mit den Jugendlichen. Voilà, mit den Jugendlichen Alltag. Und dafür ein ganz großes Merci dem ganzen Team. Merci, was niemand kennen nicht.
dem Sarah, dem Janine, dem Paula, dem, wo sind sie? Dem Philipp, dem Joel und seit kurzem auch dem Arno ein ganz große Merci für hier ganze Unterstützung mit den Jugendlichen. Vielmals merci. Als Jugendhaus sind wir ein Raum von Diversität. Ein Raum, wo jeder soll gesehen und respektiert gehen. Heute will mir also nicht nehmen und die erinnern, die noch immer Diskrimination erleben, aber auch all die feiern, die mit Courage zu dem stehen, was sie sind. Wir wollen als Schöfflinger Jugendhaus an dem Sinn weiterhin ein Vorbild sein für eine Gesellschaft, wo kein sich verstoppen muss, wo kein Angst hat, sich zu weisen, aber wo jeder mit offenen Armen empfangen wird. Ich stimme als stark, von mir zusammen zu erheben. Heute scheit Schöfflinger Jugendhaus zusammen mit euch für Lebt, für Freiheit und vor allem für Menschlichkeit. Merci. Die Damen und Herren, lief Jugendlicher, ja, dass wir immer eng Fred, besonders bei dem schönen Vierter bei Jugendhaus zu kommen, an das ja auf einem speziellen Evenement, auf einem speziellen Tag, den Jugendhaus die feierte Keier, das gesagt, die 5. Keier wird feiern. Ich habe mich das Keier für mich ein bisschen in diesem Bild inspiriert. Ich komme nun darauf zurückgeschmengen. Die könnt alle lesen, was drauf steht. Lebt steht drauf, Love. Und sie noch die Farben, die ich mit Sicherheit irgendeine Bedeutung werden signalisieren. Für einen allerrechten Platz will ich ein ganz große Merci ausschwätzen, aber auch mit Respekt und auch mit Anerkennung für diese Initiative, die am Namen vom Gemengen an vom Chefrat an den Organisatoren felicitieren, dass sie den Weiterkehr fertig tun, eben diesen Evenement hier an den Hafen zu bringen. Ja, das ist eine Aktion, wie es gesagt ist, für den Respekt von den Menschenrechten, für Solidarität und noch für Gleichheit. Das ist eine Initiative für die menschliche Dignität. Und das muss immer oben auf der Prioritätenliste stehen. Es gibt ja eine allgemeine Deklaration von den Menschenrechten, und da heißt es, alle Menschen sind frei geboren und als gleich geboren als ihrer Würde, Dignität und Rechte. Das ist ein Prinzip, eine Regel, die eigentlich auf der ganzen Welt, eigentlich an alle Länder, an alle Kulturen, an Nationalitäten zu respektieren und zu garantieren ist. Leider ist die Realität eng einer. Krieg und Terror, eine Erdrückung und Unfreiheit sind ein paar Tatsachen, die unterstreichen oder signalisieren, dass demokratische Strukturen nicht einfach eine Selbstverständlichkeit sind. Demokratische Strukturen et de vivre ensemble e mat den eens gin, verstehst du mich a Respekt, Toleranz an Openheit sind immer nach wichtig Zieler vun all Communitéit, die net diskriminiert, die Gewalt net verherrlicht, die der Autonomie der Selbstbestimmung Rechter für jeder Einzelnen zulässt. Der Motto oder der Slogan von dieser Erstellung, von dieser Mentalität, von dieser Volontät kann ich vielleicht so beschreiben. No one left behind. Equality, Freedom and Justice. Kein Zurücklassen, Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit für jeder Einzelnen. Und das auch Zeichen und Signal, was mir haut oder was dir haut setzt, und dafür als ich einfach zu felicitieren. Seit 2005 war die sogenannten Ida Hobbit, die an Leben gerufen gehen, und wir feiern halt oder beginnen halt ein paar Tage vor dem offiziellen internationalen Tag gegen Homophobie, gegen Transphobie, gegen Biphobie. Sind wir zusammengekommen, für denen zur Seite stehen, wie Denise hat gesagt hat, die aufgrund von ihrer Identität immer noch Opfer von Diskriminierung und Gewalt sind, weil sie nicht frei leben können, weil sie an ihrer Art und Weise, wie sie das Leben meistern wollen, wie sie das Leben verschönern wollen, nicht frei sind. Das konzerniert hier Platz in der Gesellschaft, tout court, ihren Zugang auch oft zu den Berufen, und konzerniert hier Zusammenleben, und hier lebt auch zu dem einen oder zu dem anderen Partner. Den Tag, der Moment von Haut, konzerniert auch den Engagement an den offenen Umgang per rapport zu der Communität von den Lesben, den Schwulen, den Bi, den Trans und den intersexuellen Personen, den LGBTI. Aber auch per rapport zu den
Aktivisten diese Rechter an Selbstbestimmung oder diese vier Rechter an vier Selbstbestimmung stark gemäht tut. Die alle Gören haut den Ofen haut mitten sie den Deel do Funder und dofir ras ich wirklich zu felicitieren an noch Merci zu so. Und da das eng Necessität. Ich zitieren einfach enger Fokotin, die sich seit Jahren engagiert für die Rechte von Frauen an Menschen, an Männer von unterschiedlicher sexueller Orientierung. Also ihr seht, das ist ein Kampf, den nicht zu ändern. Es geht darum, den Menschen an den Mittelpunkt zu stellen, an ihnen alle Möglichkeiten zu geben. Ich interpretieren oder zitieren den Regisseur. Wir müssen uns bewusst sein, dass in vielen Ländern unsäglich Lebensbedingungen für so Leute da sind. Das Menschen brauchen als Solidarität und auch hier Protektion an Länder wie unseren, wo sie vielleicht was auf der Flucht sind, Schutz dafür suchen. Sicher. Über 60 Länder, an über 60 Länder die Leute, die als nicht normal bezeichnet gehen, schrecklich Wort, strafrechtlich verfolgt, an über 11 Länder steht sogar Todesstrafe drüber. Der Menschenrechtsmensch Henry de Lux hat gesagt, die Zeiten von der Menschenrechtsverletzungen sind leider noch nicht rüber. Noch immer ist es wichtig, der Gewalt wo Menschen, die ernst das sind, die ernst das willen leben, konsequent entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass die Akzeptanz und Diversität, dass die heisch geschrieben werden. Leute, die davon betroffen sind, gehen immer noch stigmatisiert und haben noch Angst für eine soziale Distanzierung. Wir müssen uns vorstellen, dass der 17. Mai 1990, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Es ist viel mehr alt wie 1990 geboren. Es ist bald doppelt so alt wie 1990 geboren. Also für knapp 70 Jahre als Homosexualität für Text aus dem Kodex herausgestracht ging, dass es keine Krankheit ist. An den Tag, das war der 17. Mai 1990, als dann dafür herausgesicht ging, für den Ida Hobbit Day zu begehen, zu feiern vielleicht doch. Die Weltgesundheitsorganisation hat eben die medizinischen Diagnoseschlüssel da herausgestracht. Eine Botschaft von Haut, kleine Krise, aber sicher, und die Überzeugung auch noch von Herzen. Sief a lief so wees du bas wies du willst. Du darfst die gern hun an den an Herz schließen, den dich steibt, mit dem du froh bist. Zusammen mit vielen anderen an Eisen an ihrem Ansatz gehen Homophobie, Inter- und Transphobie als Signal für Freiheit und Dignität als Signal für Freiheit und Dignität zu verstehen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die es gilt zu unterstützen. Vielleicht frei no Motto, Going Rainbow, du Fendel vom Frieden und von der Freiheit immer weisen an Heischalen, nicht den Mund halten, nicht nur lauschen, nicht gesehen, nein, das darf nie sein. Kommunität von den LGBTI als eine Realität, als sie Menschen, die Recht, die Rechte haben, die Wünsche haben und Allianzen haben, genau wie jeder andere Mensch auch. Doniert brauchen sie auch Akzeptanz und Hoffnung, verbunden mit viel Courage. Dir als Jugendhaus, als Responsabel vom Jugendhaus, als Member davon, dir sensibilisiert, oder motiviert zum Nachdenken. Dir schafft hier eine freie und offene Gesellschaft, die für drunter gesucht geht. Eine Welt, wo lebt nicht mit dem Hass, eine Provokation zusammentrifft. Eine Welt, wo es lebt von Mensch zu Mensch, als die nicht Bewertungskriterien unterleiht. Und ich komme einfach darauf zurück, wir sind alle Guren ähnlich das. Wenn der Mosaikbild guckt, da sind viel kleine Steine drüber. Wenn der den einzelnen Steg guckt, da fand er den noch schön. Aber recht ein Ensemble von einem Mosaik, den möchtet dann aus. Auch das Bild hier, schon mal erlaubt, ein Puzzle zu kaufen, von 1000 Sticker, und schön erst die Puzzle als Geschenk mitgebracht, für einfach meine Sympathie wie vom Jugendhaus zu weisen, aber auch für Haut diesen Tag mit den kleinen Merci und Jugendhaus zu verbinden, das auch mein letzten Ritt an meiner Qualität als Bürgermeister, die ich machen, mit dafür habe ich mal erlebt, während doch gut 2 Wochen zusammen mit meiner Frau, ich muss das aber lobend auf vielen Jahren darüber haben, einfach die Puzzle zu machen. Und ich war von dem Puzzle, war ich einfach gefangen, wo ich gesehen habe, und meine Frau hat gesagt, du bist wirklich hier Puzzle zu machen. Wir gucken ja schon am Detail. Es sind 1000 Sticker. Und 1000 Sticker sind alle gut anders. Ein Puzzle gleich. Und so sind wir sind alle gut gleichwertig. Wir haben alle gut die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten.
Wir sind aber verschieden, so wie mein Puzzlestecker. Und da muss ich auch finden, dass die ein bisschen an den Nähe passen. Und das klappt dann nur in einer gewissen Zeit von Geduld. Aber was wichtig ist, jeder, den hier hängt, den hier drauf gepasst ist, den dreht sein dazu bei, dass das Bild ein Flottenensemble ist. Und an dem Sinne, will ich dem Jugendhaus das Bild schenken. Merci für die Nullstellung. Vielmals merci Inesa und vielmals merci Herr Bürgermeister für die Serie, auch für den mega Kado, den wird man sicher ein Flugplatz am Jugendhaus dafür fahren. So, also geht es mit einem persönlichen Teil weiter. Dann werde ich ein bisschen über sein Weg erzählen. Ein Riesenapplaus für Hartmann Schlieb. Okay. Okay. Moin, ich bin ein bisschen überfordert. Okay. Ich bin Emma, ich bin 25 Jahre. Und wo ich zur Schule war, ich war am Fählchen. Und so wie die meisten am Fählchen, tue ich ein bisschen meine Sexualität gesicht. Ich krut mich mit einem Mädchen und ich habe gesagt, gefällt mir. Und vor Jahren danach habe ich das Wort bi drauf gemacht, bisexuell, weil ich das früher nicht kann tun. Ja. Und für 4 Jahre habe ich mir vorgestellt, wenn ich mit einer Trans-Person zusammen wäre, das gibt mir schon nicht stören. Und das ist letztes Jahr geschieht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin vielleicht pansexuell. Und dann, nach der Beziehung, habe ich mir noch vorgestellt und ich habe mir gesagt, am Anfang, wenn ich am Futur gucke, ich kann mich nicht mehr mit einem Jungen sehen oder einem Mann. Und dann habe ich mir gesagt, okay, vielleicht sind ich lesb. Und effektiv sind ich lesb. Also ich lesb. Und alles zu sagen, also das alles zu sagen, dass ich habe gemerkt, wenn ich das die Leute erzähle, da sind die Leute mir das ein bisschen komisch, weil du warst immer mit Jungen zusammen, für war B-Mol. Und das selber schon wirklich verstehen, für war so die Leute etwas von meinem Leben. Das ist nicht, also das ist nicht logisch für mich. Aber voilà. Und das war es. Okay, merci Emma. Merci, dass du das gedeelt hast. Und das genau du weinst, wo mir das heute macht. Für was das wichtig ist. Viele Junge sind auf der Sicht nur ihrer Identität. Gerade die Jugendalter ist schon nicht den einfachsten Alter. Aber wenn du dann noch mit deiner Sexualität oder deiner Geschlechteridentität nicht sicher bist und du weißt aber nicht, wo kann ich hingehen, was sind die Termen, die wir haben, was meine ich? Also die schön, wenn sie wissen, am Jugendhaus haben sie Ansprechpartner. Und wir sind sicher keine Spezialisten, wir können auf die richtigen Plätze weiterleiten, wir können sie begleiten auf die richtigen Plätze. Und für viele Leute, die das vielleicht nicht verstehen, sind auch wichtig, sie lernen etwas drüber. Sie sehen, dass es normal ist. Ideal wäre es, wenn man das Angst darf, gar nicht mehr bräuchte. Wenn dann der Gesellschaft so akzeptiert alles wäre, also so normal, dass die das nicht mehr missfeiern, dass die keine Info über mich müssen. Aber am Moment ist es leider noch nicht so. Und dafür fand ich mir es wichtig, zu weisen, wir am Jugendhaus, wir sind da, wir akzeptieren jeden Verein, egal wie du bist, egal was deine Sexualität ist, egal was deine Geschlechteridentität ist, wir sind für dich da, und mit uns kannst du schwatzen. Weil du doch nicht so fremd Glück, Älteren zu haben, mit denen sie können auch beschwatzen. Dafür geht es uns. Und wir bringen euch auf den richtigen Platz, für zu schwatzen, wir leiten euch weiter. Seht ihr eine Veränderung bei den Leuten, die LGBTQ sind, zu Lützeburg oder en Europa? Moi, je trouve que oui, mais par rapport à l'Europe, je trouve qu'on a beaucoup de choses à faire encore. Au Luxembourg, on en fait beaucoup déjà, mais je trouve qu'il y a toujours un truc à améliorer et sinon ce jour ne serait pas fait. Et je pense qu'on a beaucoup de choses encore à améliorer dans le système. Also ich muss so sagen, es gibt eine Veränderung schon. Es gesehen, aber ich kann sagen, dass es mehr an der, wie soll ich sagen, mehr an die Gemeinde selber, also von den Leuten, von der Population und so, es merkt, dass es noch viel
dass sie noch nicht so akzeptieren, mehr aber das schon die Staat selber zum Beispiel nicht mehr akzeptiert. Il y a des évolutions, oui, mais c'est pas fini, quoi. Enfin, c'est pas fini. Hu Dir Message wo der geef gieren de Leiit mat op de Weg gin. Aux gens, je leur dirais d'oser, de faire ce qu'ils veulent, d'aimer ce qu'ils veulent sans avoir peur du jugement. Quelqu'un aura toujours quelque chose à dire, donc faites votre vie, soyez heureux et si vous êtes heureux, c'est le plus important. Vivez pour vous et pas pour le regard des gens, parce qu'on perd plus notre temps à vivre pour le regard des gens que qu'on vit pour soi. Der sollte euch Zeit holen, nicht direkt einfach bei euch ein Label zu machen, einfach mit Zeit holen, für zu merken, okay, der hat das gern, der hat das nicht gern. Und der muss euch nicht erwarten, dass jeder werde euch akzeptieren. Es könnt mal Zeit tun, viele Leute verstehen es einfach nicht und der muss einfach können, mit das leben. Wat kënne mir alle goer maren fir d' Welt méi op fir jiin ze man? Leute Laufstechen, also probieren auch zu, ja, einfach ihnen eine Chance geben, sich selber zu erklären. Je gebe so une acceptance, accepter les gens tant qu'ils sont comme ça et pas critiquer les gens sans savoir ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est assez, ça aiderait déjà. Vivre chacun pour soi, encore une fois, et accepter l'autre sans jugement, sans... Même si la liberté d'expression existe, il faut savoir à un moment donné qu'elle s'arrête aussi. Quand t'empiètes dans la vie des gens, même si toi tu penses que tu donnes juste ton avis, c'est pas juste donner son avis, c'est peut-être foutre en l'air la vie de quelqu'un. Donc faut savoir aussi se mettre à soi-même des limites dans la liberté d'expression. Meng Dir dat Scholen ganz viel beidroen beim Kampf gegen Diskrimination? Je pense que oui. L'école joue son rôle, mais l'école fait aussi que ça soit négatif. Donc ça a amélioré le système, mais ça reste quand même un peu dans le négatif, je trouve. Ich denke, dass Schulen müssen vielleicht ein bisschen mehr machen. Von meiner Experience in der Schule ich gesehen nicht wirklich etwas, die für LGBTQ ist, aber auch nicht geht. Aber schon die Schüler selber, die akzeptieren nicht. Aber die Profen immer so die Sujets nicht wollen über das schätzen. Ich meine, die müssen vielleicht mehr machen. An helfen Medien oder machen sie et méi schwéier? Moi, je pense que les médias, ça nuit, mais ça reste que mon avis. Les médias, ça vous offre une idéalisation d'une vie qu'on n'a pas. Beaucoup de gens ont des problèmes familiaux comme d'autres. Il y a la guerre, il y a tout ça. Et je pense que les médias font que juste ça soit une illusion par rapport à la vraie vie. Donc pour moi, c'est négatif. Sie machen beides. Ja, sie machen viel Reklamen und so, viel Propaganda von so Festivals oder so. Aber auch immer zu viel machen, immer probieren, dass Leute das akzeptieren sollen. Da müsste es noch mehr schlimm und möchte, dass Leute meinen, dass wir zu viel und zu dramatisch sind. Ça dépend, c'est un peu les deux. Je pense que ça dépend de ce qu'on en fait, des médias. C'est comme tout. Tout peut être bon, mais comme mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Combien on l'utilise, est-ce qu'on exagère, est-ce qu'on n'exagère pas. Ça dépend en fait. Et ça dépend aussi de ce qu'on regarde. Ça dépend de plein de choses, ça peut faire les deux encore une fois. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé. Comme ça m'a aussi beaucoup enfoncé, ça dépendait de ce que je regardais pas, qui je suivais pas, ça dépend toujours. Dans la vie, il faut faire les bons et les mauvais choix, quoi. Gëtt eng LGBTQ-Person wo dech inspiriert? Il y a des gens qui m'inspirent, mais je sais pas vraiment si c'est le fait qu'ils soient LGBT ou pas. Je veux dire, je m'arrête pas à ça. Parce que pour moi, ça change rien. Pour l'instant, je sais pas dire comme ça qui est LGBT ou pas. Donc je vois pas, mais il y a des gens qui m'inspirent. Definitiv den Autor vom Buch Oscar Wilde. Er hat Picture of Dorian Gray geschrieben und
Ich finde ihn einfach cool fand und auch wie ihn einfach das Buch geschrieben wird. Zum Beispiel an der Zeit, wo es komplett nicht akzeptiert wurde. Was macht ihr am Leben? Ma se seit 2014 bei der Poli als ich nicht bei der als Frau gestalt gehen seit 2020 gehen ich mal weh als Mann. War das da schwer oder was sind Schwierigkeiten, die dir an der beruflichen Karriere erlebt hat? Und sich war het net schwer schon mat méi schwer viel gestalt, weil ich Angst hat, dass ich net akzeptiert gehen. Et war an sich kein Thema Menge Modmensche waren mehr respektvoll, ganz relax trop an war eng froh war hun immer die Gestalt. Und das vu besser gange wie erwart und dat hun mich immens beruhigt. Was als Rotschläfe da gibt Junker weitergehen, für das sie sich am Beruf wohlfühlen? Dat wichtig das zu sich selber zu stoen. Wann sich verstellt, dann sind innerlich mehr unzufrieden, dat strahlen an der Regel auf derbausen aus. Und auch von dem Umfang schwer aus zu sich selber zu stoen, löser können ran und finde noch Modmenschen, die genau den nämsche weh man oder den ähnliche weh. Und zum Beispiel mir am Sieger an der Stadt mehr helfen Leute für ihre Weh zu fannen an mir stehen Hand Leute 100% dann dafür auch die Motto oft be you stay true.